Ja, Bub, Medikit brauche ich. Ganz dringend. So meine Leute noch länger. Der fix. Überlass das uns, wir kriegen ihn. Natürlich hat wieder keiner was dabei geht. Was ist was? Vorwärts! Entdeckung. Level 5. Ab damit. Ausgefangenen. Wollen wir nichts am halten. Oh Gott, die ist auch noch. Das hat mir gerade gefällt. Und schau, dieser. Etwas Luxus. Alter, die Kanonen. Die machen wir ein bisschen kaputt, gell? Geht schon. Da geben zumindest der Ruhe. Aufpassen! Tötet ihn! Verpiss dich! Vorsicht und weiter geht's. Meine Braut ist Medikit. So meine Kacke ab. Ja, schade, das wird ein bisschen dauern, bis ich draußen bin. Wenn ich am Ausflug. Jetzt fahren wir auf Level 4, oder? Nicht das? Ich sehe ihn! Ja, das sieht mich. Nein, nicht mehr. Feuer! Er ist hier! Die anderen sind im Anlauf! Ja, ich muss zugeben, die Gefangenen sind ein bisschen lästig. Ich muss zugeben, die Gefangenen sind ein bisschen lästig. Also auf Level 3. Wir kriegen ihn! Scheiße. Ja, Rumboy.
Autobahn rechts. Leider Gottes. Ja, treffen wir noch ein bisschen die. Aha, eine haben wir noch. Ja, jetzt sind sie sich. Zum Glück. Ja. Seht ihr Hummers. Ich kriege mich noch. Also, komm schon her. Damit. Okay Leute, jetzt haben wir Level 2. Jetzt dürfen die immer draußen sein. Theoretisch. Ein wenig gut. Weiter geht's. Darin. Level 0. Ein Mini-Hit, wo ich mir nicht brauche. Die Herrschaften in Rot sind leider tot, gell? Ja, Hampelmann. Da bin ich. Sektor C6. Schaut du aus. Meter wahrscheinlich. Ja, da oben, oder? Hinab ins Elend. Neu.
Überleben Teil 2. Scheiße, draußen ist Honig. Nicht entkommen lassen! Wer? Ja. Oh Gott, wo bin ich jetzt schon? Hey! Es wird immer unübersichtlicher. Pass auf, von da bin ich immer. Unterirdisch. Hallo Freunde, Ich sehe seid ihn! ihr da? Der sieht mich schon mal. Er stirbt! Verlass das! Ja, die Flügel. Stirb! Da ist da drüben. Scheiße, keine Deckung. Und treffe du ja nicht, gell? Nein, gar nicht. Jetzt aber. Ich sehe ihn! Tötet ihn! Geht die Knarre besser? Warte! Also, der Warte. Der scheiß Hortig. Der schießt. So, mal. Dort noch draußen. Was machst du hier? Autobahn. Mir pressiert's. Ich suche mit dem Weg in die Freiheit. So sehr. Ein Verwöhnprogramm. Und dann geht jetzt wieder mal abwärts. Aber gerade nicht rausgehen. Haltet ihn! Ja, die Traumtänzer. Wie du, ha? Fällt dir gar nicht um. Da schön. Ich hab den Spinner bis hier, ha? Er stirbt! Kennt ihr eigentlich? Kurz einmal den machen. Bevor mir der Schluck trifft. Oh Gott, was ist das?
Manche fahren schlimmere Geschütze auf. So, ja, dann die. Eine Weste und etwas Heilung. Und dann marschieren wir jetzt. Das ist die Frage, gell? Da hinten oder da hinten? Schaut du aus. Ja, bin irgendwo im Nirgendwo. Ja gut, mal Healing. Das war die Knarre. Kann sie liegen oder wie? Da ist er. Geh damit. An so einen Luxus muss mitnehmen. Hättest du schon kriegst. Ja Leute, das reißt ja gar nicht ab. Pass auf, der Elevator. Wie schaut denn aus? Geht da was? Scheiße, geht nix. Der Fahrstuhl außer Betrieb. Oh, was ist jetzt? Da ist er. Man hat der Blitz geschlagen. Scheiße, und jetzt? Ja, das war's, gell? Da geht schon mal die Kette. Deckung. Jetzt mal die reißen so sie ab, schön. Ja, und jetzt? Also. Möchte wieder ein bisschen gerechnet, gell? Okay, Ladies, wie schaut du aus? Da links Schule. Da rein. Ja gut, da nicht rein. Wenn er mit Jaffe. Gate M. Geht nix. Cellblock 8. Ja, Freunde, wie schaut ein Auto drin? Da die Lage besser. Er ist da. Ja, bin gerade ich.
Ja, der Jay. Den habe ich noch nicht gefunden. Also, eher schön. Der versteckt ein bisschen. Das vergeht ihm gleich. Durch Leib und Seele. Und dann springe ich halt. Ja, spring nicht. Da. Okay, Freunde. Da ist zu. Da waren die anderen Hamperer. Pass auf, räumen wir mal ab. Oh, was haben wir da? Einen Aufzug. Vielleicht der Aufzug in die Freiheit. Ja, da schon. Da schaut es ein bisschen besser aus. Ich hatte recht, ohne dich hätte der Plan niemals funktioniert. Wir sind noch nicht draußen. Wow, Jay, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich jemals wiedersehe. Und wer ist das? Das ist John Chaser. Ah, eine Legende persönlich. Freut mich. Gute Arbeit auf Majestic. Sie haben nicht nur den Stolz der Mars-Corp ruiniert, sondern auch die Einheiten auf der Erde lang genug beschäftigt. Das war auch notwendig. Unsere letzte Lieferung wurde vernichtet. Aber die Sibirienroute war nicht unsere einzige Arterie. Wir haben weitere Quellen. Schade, dass nicht auch Stone draufgegangen ist. Stone. Er war auf Majestic? Ja, Stone ist Longwoods bester Mann. Ihr Glück, dass Sie die Begegnung überlebt haben. Das ist nur wenigen gelungen. Schlechte Nachricht, Freunde. Die Analyse von Lieferungen an den Südpol dokumentiert den Bau eines riesigen Militärkomplexes mit großer Klonfabrik der Kategorie 3. Mindestens. Klone? Was will er mit Klonen? Kategorie 3 heißt, dass er komplette Körper zusammensetzen kann. Genau. Aber das sind nur seelenlose Fleischmassen, geistig unterentwickelte Wesen, deren Organe zwar funktionieren, aber sonst ist Ebbe. Das hat uns beschäftigt und wir fanden weitere Teile des Rätsels. Neben dem Klonwerk hat er nämlich auch ein dunkles Auge gebaut. Dunkles Auge?
Das ist der Codename für ein Gerät, das das menschliche Gehirn auf einen anderen Träger übertragen kann. Nicht nur übertragen, sondern auch kopieren. Es könnte das Gehirn eines Superkriegers kopieren und auf die Hirne hunderter Klone übertragen. Das ist ein Instrument, um eine unschlagbare Armee aufzubauen. Scott Stone, 1000 Mal kopiert. Mein Gott, wir sind erledigt. Noch nicht, aber bald, wenn wir nichts unternehmen. Das Klonen hat noch nicht begonnen, weil der Prototyp der zukünftigen Armee, Scott Stone, auf streng geheimer Mission auf der Erde weilte. Selbst unsere Informanten wissen nicht mehr. Seit ein paar Tagen aber soll er zurück sein. Deshalb dürfte es in den nächsten Tagen losgehen. Das ist nicht nur ein Kampf für die Freiheit des Mars. Es geht ums reine Überleben. Was ist geplant? Der Kopf der Firma Longwood versteckt sich an seiner Basis. Da kommen wir nicht dran. Wir haben nur eine Chance, wenn wir ihn und seine Sicherheitsleute auf dem Weg zum Südpol angreifen. Ich habe seine Reiseroute analysiert und eine geeignete Stelle gefunden. Die gesamte Strecke wird streng bewacht. Auf direktem Weg geht es nicht. Aber wir können Fracht- und Zufahrtstunnel benutzen, die sind meist unbewacht. Tunnel E51 nähert sich dem Longwood-Tunnel in einer Kurve an. An einer Stelle sind sie nur 10 Meter voneinander entfernt. Das reicht uns. Mit einer Ladung Topex sprengen wir den Tunnel. Das wird niemand überleben. Hoffentlich wir. Und der Sprengstoff? Dazu braucht man eine ganze Menge. Das ist die Ausrüstung für die Lagerung gefährlicher Güter im Windfallkrater. Die Firma hat hier große Mengen Waffen und Sprengstoff gelagert. Nicht alles dient militärischen Zwecken. Manches auch zur Umformung. Genau das brauchen wir. Wir werden den Boden etwas verformen. Ich habe den Zugangscode zur unteren Ebene. Okay, wir verkleiden uns als Techniker und Wartungspersonal, das alle 2 Wochen das System überprüft. Okay. Auf Befehl begeben Sie sich zum Komplex. Wir laden den Topex und gehen mit einem der Frachter in Tiefflug. 45 Minuten später landen wir am Bahnhofsdepot Ravi Valleys, wo zuvor eine unserer Einheiten die Sicherheitsleute ausgeschaltet und die Sicherheitssysteme deaktiviert hat. Wir laden die Fracht um und fahren zum Longwood-Tunnel. 15 Minuten vor Ankunft des Longwood-Zuges, an der kritischen Stelle, sind wir da. Wir haben 10 Minuten für die Installation des Sprengstoffs und 5 Minuten, um uns in Sicherheit zu bringen. Das wird knapp, aber es funktioniert. Es muss. Wir haben nur einen Schuss. Wagen wir es.